Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal von Viva la Movilusion, dem besten bayerischen Podcast der Welt. Mein Name ist Corby und ja, was ist das jetzt gerade für ein Video? Weil ihr werdet euch wahrscheinlich denken, Moment einmal, im Titel stand irgendwas von Mediabook und Unboxing und jetzt sitzt der Corby da, der hat doch da eigentlich gar keine Riesensammlung und auch keine Ahnung. Dazu muss man wissen, vor kurzem ist mindestens ein Mediabook rausgekommen, was in diesem Paket drin ist, wo ich mal gedacht habe, boah, das möchte ich unbedingt haben. Und habe mir dann gedacht, den Film hat vielleicht sonst keiner so richtig am Schirm, so dass ich mal glänzen kann mit etwas Besonderem. Und dann an dem Tag, als ich das Paket bekommen hat der Mike sofort ein Video drüber rausgehauen. Lasst euch überraschen, um was es geht. Ich kommentiere es natürlich entsprechend nochmal. Und es ist tatsächlich, ich meine es ernst, ich habe jetzt das Paket schon seit ungefähr 2 Wochen. Unboxing. Es ist nur zu. Das, was hier runtergerissen wurde, ist nur der DHL-Aufkleber. Und insgesamt sind hier drin 6 Mediabooks, beziehungsweise es sind nicht nur Mediabooks, also es ist, glaube ich, ein Steelbook noch mit dabei und eine normale Blu-ray. Aber wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Ihr seht jetzt einfach mal, was kauft denn der Corby, wenn er sich denkt, oh, jetzt holt er sich mal ein Mediabook und ach, schau mal hier, da sind ja noch mehr Filme. Dann packt man doch gleich mehr dazu. Also, wir machen jetzt hier dieses Paket auf und schauen mal, was da drin ist. Oh Gott. So, als erstes sind hier grüne Verpackungsmaterialien drin, das braucht kein Mensch. So, und dann hole ich doch hier gleich mal das erste raus. Und endlich habe ich ihn. Er ist schon lang draußen und ihr habt ihn wahrscheinlich schon zu Hause geguckt, weil wir eine sehr positive Folge drüber gemacht haben. Hier ist Smile 2 in der 4K Edition und ich habe mich bewusst gegen das Mediabook entschieden, beziehungsweise gegen diese Special Edition, wo der Mr., wie heißt der Sohn von Jack Nicholson, der Ray Nicholson, drauf ist, weil ich einfach die Naomi Scott so cool finde und ja, da werdet ihr jetzt hier nichts Besonderes sehen, es ist im Prinzip das ganz normale Cover, aber in der 4K Edition, weil wer weiß, vielleicht setzt es ja irgendwann durch. Und es ist ja die normale Blu-ray auch noch mit dabei. Habe ich gesehen, habe ich mir gedacht, das muss ich eigentlich auch gleich noch mit dazu packen. So, jetzt wird's etwas besonderer. Wir haben hier einmal, den habe ich nämlich auch noch nicht gesehen und freue mich schon sehr drauf. Herr der Ringe, die Schlacht um Rohirrim. Und hier seht ihr mal, dieses richtig geile Cover. Da hat sich die Bestellung doch auch entsprechend gelohnt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo habe ich denn bestellt? Der Versandhorst Media Dealer. Liebe Grüße dahin. Und ja, also ich finde, es schaut mega geil aus. Ich spiegel jetzt da gerade. Vielleicht packe ich es auch nochmal extra für euch als Bild dann hier rein. Und ja, macht doch schon mal einen geilen Eindruck. Herr der Ringe, Anime, sage ich jetzt mal. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und vielleicht putzelt ja dann eine kleine Folge darüber raus. Ist Ende letzten Jahres ins Kino gekommen. Wie schon gesagt, ich habe es nicht geschafft, mir den anzugucken. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel darüber gehört. Also das heißt, wenn ihr den schon gesehen habt, dann schreibt es euch in die Kommentare, ob ich hier einen guten Kauf getätigt habe oder nicht. Aber ich finde, der wegen am Cover hat sich schon gelohnt. Dann schauen wir weiter. Wieder ein älterer Film, aber in einer richtig geilen Mediabook Edition. Pearl. Hier, Mediabook, ihr seht es, da sind Seiten drin. Ich traue mir das jetzt natürlich jetzt hier nicht auch nur extra öffnen. Pearl ist der zweite Teil der X-Trilogie vom Ti West.
Und habe ich damals mit dem Kani zusammen im Fantasy Film Festival sehen dürfen und hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß. Das heißt, wer den zweiten Teil von der X-Trilogie noch nicht gesehen hat, hier Pearl kann ich wärmstens empfehlen. Mittlerweile ist ja schon der dritte Teil draußen. Maxim, haben wir eine Folge drüber gemacht. Reinhören und Spaß haben. So, dann, jetzt wird's wieder gruselig. Schaut das nicht geil aus? Longlegs haben wir auch eine Folge drüber gemacht. Sehr, sehr, sehr geiler Film mit dem Nicolas Cage. Und hier auch wieder im Mediabook. Freue mich schon sehr drauf, wenn ich das öffnen werde. Schaut sich die Augen an. Wie sie Kuckuck sagen. Auch ein sehr, sehr geiles Teil vom Osgood Perkins. Haben wir mittlerweile schon 2 Folgen drüber gemacht. Einmal zu The Monkey, der jetzt erst im Kino war, und eben zu Longlegs. So, und jetzt, meine Freunde, kommt der Film, wo ich Mike dafür danken möchte, dass er hier mal wieder mich blöd dastehen lässt, weil er gleich ein Video dazu rausballert. Es ist der Film Creep. Und ich habe das mittlerweile tatsächlich jetzt schon öfter bei den Leuten im Status gesehen und habe mir dann gedacht, anscheinend hat der Film doch ein größeres Publikum, als ich gedacht habe. Ich bin da drüber gestolpert und habe mir gedacht, boah, wie geil. Ich verbinde mit dem Film nämlich richtig schöne, schlimme Kindheitserinnerung, weil der ist damals im Fernsehen gekommen und ich habe mir gedacht, Volker Potente wird im U-Bahn-Schacht eingesperrt. Da ist bestimmt so ein Abenteuerfilm. Ja, von wegen. Also das, was hier draufsteht, Creep, das ist auch ein entsprechendes Programm. Das Monster, ich nenne es jetzt mal einfach Monster, das da drin vorkommt, das hat mir da um den Schlaf gebracht. Also in der einen Nacht, als ich den Film gesehen habe, habe ich nicht mehr schlafen können. Hat denn sonst jemand von euch am Schirm? Schreibt es auch bitte in die Kommentare, würde mich sehr stark interessieren. Und auch an die Leute, die dieses Mediabook tatsächlich auch schon haben, gibt es auch in einer anderen Variante, nur der Mike hat, glaube ich, beide. Schreibt mir bitte drunter, woher kennt ihr den Film und wieso habt ihr das am Schirm? Was ist da los mit euch? Wobei, ich kann es verstehen. Richtig, richtig geiles Teil von Bush Media. Der Film ist von 2004, gemacht von Christopher Smith. Und also ich freue mich schon drauf, wenn ihr den angucken kann. Und schauen wir mal, ob ich dann wieder nicht schlafen kann. Und last but not least, ein Film, den ich hauptsächlich durch den Podcast Fürchten lernen kenne, die, glaube ich, eine komplette Folge über diesen Film gemacht haben, so dass ich die Handlung eigentlich schon mal gehört habe, aber mir dann gedacht habe, Malcolm McDowell, Helen Mirren, muss ich mir unbedingt anschauen, klingt alles ziemlich spannend und interessant und beruht ja laut Fürchten lernen, weil das ist ja wie ein Studium, wenn man sich das anhört, auf wahren Begebenheiten, und zwar ist es der Film Caligula. Und es ist der Ultimate Cut. Ich kenne ja mal den ersten, daher macht mir jetzt das wenig aus, aber da freue ich mich auch schon drauf. Und auch wieder Mediabook, hier, Seiten. Da habe ich mir gedacht, das klatsche ich doch gleich noch mit ins Paket und freue mich dann da drauf. Also, ihr habt es jetzt gesehen, hier waren diese geilen Mediabooks drin und eben zweimal 4K Blu-rays? Ja, genau, stimmt. Herr der Ringe ist auch 4K. Das heißt, ich habe mir wieder mal Stoff geholt für unseren lieben Podcast, für unsere Vorlex. Und schreibt es bitte in die Kommentare, ob ihr mehr solche Videos sehen wollt, weil wenn ja, heißt das für mich weiterhin leiden, weil ich habe jetzt 2 Wochen das rausgezögert, bis ich das Video gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, das ist bestimmt voll der geile Effekt, wenn ich das Paket dann hier aufreiß. Ja, wie schon gesagt, schreibt es drunter, wie ihr das findet, und wäre wahrscheinlich interessanter, wenn das natürlich ein Mike macht, der ein komplettes Filmzimmer ja immer wieder bestückt mit neuen Werken. Dann sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen, und ich wünsche euch einen wunderbaren restlichen Tag bzw. Abend. Bis bald. Adieu.